Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Diese Strecke mit ihren vielen langsamen Kurvenausgängen war schon immer eine starke Belastung für die Hinterreifen. Eine Menge langsamer Ausfahrten bedeutet, dass die Hinterreifen ganz schön zu leiden haben. Sie drehen eher durch, wenn man zu schnell aus einer Kurve schießt. Es mag toll aussehen und wir Zuschauer lieben ein solches Spektakel, aber gute Rundenzeiten fährt man so nicht. Ich war jetzt gerade ein bisschen schockiert von dem Video, wie all die Leute so komische Haare hatten. Der Gutierrez hat so glänzende Haare gehabt und der Moderator dort hat so... Ja, das war ja keine Frisur gewesen. Also, der hat ja Haarausfall gehabt oder so, der hat ja richtig komisch ausgesehen. So, also wir schalten jetzt, wir lassen das Setup so. Und wir schalten auch mit der fliegenden Runde. Weil ich weiss schon, die meisten schauen eh nicht das Training und das Qualifying. Die wollen nur das Rennen schauen, ich weiss doch das. Geht mir nicht anders, wenn ich so ein Video gesehen habe. Mir interessiert das nicht, was im Qualifying passiert. So pixelig plötzlich. Schon wieder so pixelig. Alter, du wirst schon so verpixelt. Scheiße Sonne. Ah, beste Grafik. Ja, wie gesagt, die meisten schauen eh nur das Rennen, von dem her ist es nicht so tragisch. Aber es gehört einfach dazu, auch zu der Entwicklung vom Auto. Darum muss es halt leider ins Video. Aber ich verstehe es auch, wenn sie jetzt gut überspringen oder wirklich nur das Rennen wegsehen. So, fertig ist eigentlich, glaube ich, sind wir schon eingestellt. Bei dieser Kurve habe ich immer ein bisschen Probleme, ich komme ein bisschen weit raus. Uah. So. Rio Haryanto fährt mittlerweile ja auch schon nicht mehr. Also gut. Oh, verfickt. Dampferbremse. Das ist ja gut. Formel 1 Saison ist ja eh schon vorbei, also 2016 Rosberg ist Weltmeister geworden, bla bla bla. Und Haryanto ist glaube ich seit Belgien, oder ab Belgien nicht mehr. Seit Belgien. Keine Ahnung. Nein, Belgien ist auch schon nicht mehr gefahren. Da heisst es seit Ungarn oder so ist er schon nicht mehr gefahren, oder nach Hockenheim. Whatever. So, und unsere Zeit ist 3 Sekunden. What the fuck? Wir fahren jetzt gerade nochmal ein. Wow, richtig stark durch die Kurve gekommen. Wow, super DRS. Ah, da lenke ich zu früh. Das ist ein riesen Lenkfehler. Hier hingegen wieder sehr gut. Da gehe ich jetzt. Normal ist es doch ein Vollgas, so ich weiss doch das, aber jetzt. Ich gehe mal auf Safe, ich fahre jetzt einfach nicht schlechte Runden. Ich verbremst, aber bis jetzt immer noch recht gut, aber jetzt kommt eigentlich der schwierige Teil. Ich hoffe, man hört mich, wie mein Telefon schaltet die ganze Zeit. Wow, shit, irgendwie auf den Dreck gekommen. Ja, schnacken wir mal durch da. Aber das könnte ihm bessere Zeit geben. Und hat es auch. Also, ich riskiere es jetzt. Ich mache jetzt einfach die Saison beenden. Das würde ich eigentlich immer so machen, weil jetzt kann ich einfach nicht mehr fahren. Und wir sind auf Platz 12. Was habe ich gesagt? Top 13? Oder Top 12? Ich glaube es ist Top 13.
Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Verstappen, Rosberg und Lewis Hamilton. Das Rennen wird mit Spannung erwartet und der Ort, den wir alle nur allzu gut kennen, muss diesen Erwartungen gerecht werden. Albert Park. Hier beim Großen Preis von Australien beginnt für uns die Geschichte dieser Saison. Lassen Sie uns das erste Kapitel gemeinsam schreiben. Das heutige Rennen findet im australischen Bundesstaat Victoria statt und auf die Fahrer warten 16 Kurven, 5,3 Kilometer Streckenlänge und eine Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 193 km/h. Unfälle sind aufgrund der nahen Mauern fast unvermeidlich. Die vergangenen Jahre zeigen uns, dass ein Safety Car fast immer an der Tagesordnung ist. Heute und für den Rest der Saison nimmt neben mir in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl Platz, der einzigartige Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison und dann beginnt es gleich zu regnen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Teams nicht besonders, sagen wir mal, hilfreich ist. Schließlich wollen sie ja herausfinden, was für eine Leistung sie bringen können. Zuallererst, Heiko, und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich Folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg, hier zu sein und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Was das Wetter betrifft, hast du absolut recht. Wir kommen direkt aus der Testphase. Das hier ist die erste Gelegenheit, um die Zuverlässigkeit des Autos zu testen, um herauszufinden, wie es mit der Leistung aussieht, wie man sich gegen die anderen Fahrer behaupten kann. Und jetzt muss irgendwie alles warten. Die Frage ist jetzt also, wer kann sich anpassen? Wer kommt mit dem feuchten Wetter zurecht? Und wer kann die schwierigen Umstände für sich nutzen und an der Konkurrenz vorbeiziehen? Exzellente Arbeit gestern. Wir waren im Qualifying besser als erwartet. Lass uns heute zur Höchstleistung auflaufen. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und daneben steht Nico Rosberg. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Hamilton, Ricciardo, Sebastian Vettel und Räikkönen, Button, Massa, Alonso und Valtteri Bottas. Perez und ein Sauber, Carlos Sainz Jr. und Hülkenberg. Quert, Magnussen, Romain Grosjean und Esteban Gutierrez. Wehrlein und Palmer. Rio Hayanto und Markus Eriksson vervollständigt die Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Also, wir starten auf Intermediates. Grundsätzlich wird es eben so sein, ab Mitte vom Rennen wird es trocken werden. Jetzt eben, ich habe den Flashback rausgenommen. Also ich kann nicht zurückspulen. Das heisst, wenn es jetzt halt einen Unfall gibt, dann gibt es halt einen Unfall. Das heisst, es wäre dann schon fertig, das Rennen oder das Video vom Rennen. Jetzt kommt eine Steinführung. Ich hoffe natürlich, dass ich nicht gerade in die erste Kurve rausfliege. Wir versuchen einfach das Beste. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Das ist eben da, wo mich ein bisschen stresst. An dieser Einführungsrunde hier schnackig nur so. Das gleiche ist auch beim Safety Car. Fast so langsam dort. Das Auto hat aber... Oh, Alter, das Auto hat wirklich nicht viel gut. So kann man die Räder ein bisschen aufwärmen, oder die Vorderräder wenigstens. Einfach ein bisschen aufs Bremspedal lassen und ein bisschen abnützen tun. Ja, jetzt ist schon rot. Vor allem wichtig ist halt auch, wenn es ein bisschen regnet, ein bisschen früher schalten, dass eigentlich das Auto gar nicht so viel Gerät sich aufbaut. Das hat... Wow. Ja, jetzt wird ich auch zurückgeportet. Ja. Scheiße. Ja, fängt schon gut an. Also es ist immer so, wenn du während der Einführungsrunde ein Auto rammst, dann wirst du automatisch an Start zurückgeportet und musst von dort her starten. Oder beziehungsweise kannst du auch die Einführungsrunde nicht machen, schlimm ist, aber zumindest wissen es nicht. Allerdings ist mir jetzt der Hülkenberg so blöd in die Quere gekommen, dass wir keine... Ja, also dass ich nicht ausweichen kann. Der Perez war es, sorry. Ja. Und jetzt warten wir einfach, bis die kommen.
So, also, alle sind gekommen. Wir starten mit dem ersten Rennen in Melbourne. Wow, und los geht's. Okay, der Start hätte können besser sein eigentlich. Wow, das Auto ist recht rutschig. Oh, und da schon der erste, und da schon der erste Frontflügel. Ja, bremst, das hat einfach nicht gebremst. Scheiße, das Auto hat einfach bremst, aber geringfügig, also heisst es geht noch. Hey, ich weiß nicht, ob ich das Rennen wieder überleben. Das Auto fährt sich gerade richtig kacke. Alter! Das ist der Horror! Boah. Du musst einfach... Wow. Ich glaube, der Alonso hat uns von hinten angekickt. Der wird jetzt eine alternative Strategie machen wegen dem Frontflügel. Ich lasse jetzt mal so. Alter, ich kann nicht bremsen. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schwierig ist. So rum. Ich hoffe jetzt nicht, dass das wegen dem Frontflügel ist. Wow. Hinter mir ist groß. Hey, Ninja. Das ist ja der Horror. Ich glaube, sie muss viel mehr üben, ohne ohne Dings zu fahren. Wie heisst ABS? Boah, das ist so schlimm. Und vor allem das Rausbeschleunigen ist der Horror. Ich bin jetzt nicht schnell. Ich bin langsam um die Kurve. Wow. Da habe ich einen Brüder. Ich will jetzt einen riesen Zug hinter mir nachziehen. Aber das ist der Horror. Gut, ich habe halt noch ein fastes Setup drauf, ich habe mehr für die Drachen. Also wenig Anpressdruck. Das heisst, ich habe wenig Grip aus der Kurve raus. Boah, aber dass es gerade so wenig ist. Ich muss nur mit dem Bremspedal spielen, ich muss immer lüpfen und wieder loslassen. So, jetzt habe ich mich lösen. Von dieser Gruppe da hinten. Scheiße. Jetzt ist natürlich wieder da. Oh, verdammter Regen, Mann. Ich hasse Regen. Oh. Oh, verdammt, ich bin schon. Wow, Alter. Scheiße Renault. Wow. Wow! Nein! Alter, Gutierrez! Alter, Gutierrez, komm weg! Come on! Ziehe! Wow, ich werde angestoßen, Freunde! Hey, das ist brutal. Man. Und ich habe glaube ich am Anfang mal gesagt, ja, wenn es dann schwierig wird, muss ich wieder zurückstellen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, weil ich dort, wo ich diese Aussage gemacht habe, nicht daran gedacht, dass es so regnet. Ja, wenn wir möglichst früh schalten, um Wheelspin verhindern. Boah, meine Reifen sind am Glühen, Mann.
Hey, das ist so anstrengend, ich sag's dir. Also das ist übertrieben. Ich habe von mir grüßen, wie mir wieder jemand anruft. Ja, der Böller hat mich schon lange aufgeregt. Oh, da kommt er mal. Also ich bin von 12 gestartet. Ich bin immer noch in der erwarteten Position. 18 ist dort in Dingsel. Oh, verdammt. Oh, das Auto ist beim Rausbeschleunigen so giftig. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 2,1 Sekunden. Oh, die Räder blockieren so schnell. Boah. Sie würde reflektieren, es hat ein bisschen einen besseren Motor, aber es langt dann nicht zum Auffallen. Oh verdammt. Oh, ich drifte. Ich habe die Leistung vom Auto nicht auf die Straße gebracht. Also ich bin zu draussen! Ich bin zu draussen! Nein! Verdammt! Oh, verdammt! Ich rutsche! Ah! Verdammt! Nein! Oh shit! Oh, jetzt verlangt das Auto richtig beschissen. Wow! Wow! Oh! Wow! Wow! Alter, Tokyo Drift auch. Also muss ich keine Box hier. Schnell mal Reparatur machen. Ich würde jetzt auch zuerst schon gehen. Ja, 10 Sekunden. Viel zu lang. Weit hinten der letzte. Oh mein Gott, was für ein Rennen. Das Problem ist, ich bin schon in der Box, die sehr wahrscheinlich mit die Rennen wird das Wetter besser werden. Oh verdammt. Und da muss ich wieder in die Box, weil das heisst, ich will so einen Boxenstopp mehr haben. Und im Regen will ich sie nie aufholen. So schlimm zu fahren. Ich gesagt, man kann Vollgas so kurven. Wieso fahren die plötzlich so schnell in die Seite? Oh, verdammt! Oh mein Gott! Oh shit! Spaß auf der Bremse! Wow. Alter! Das Auto klebt so scheiße am Boden, und ich völlig falsches Setup drauf. Ich merke es richtig. Wow. Scheiße. Voll die Katastrophe, wirklich. Wow, also dass ich wirklich, ohne Scheiß, dass ich jetzt noch nicht Crash bin,
und rausgeflogen bin, das grenzt an das Wunder. Das immer noch retten, auch die, wo ich Gutierrez oder so reingeflogen bin, oder die Grandchamp, das der vielleicht mich schon die ganze Zeit gestresst, dass dort gerade irgendwie das Rad abgerissen hat oder so. Phew. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 51,8 Sekunden. Nein! Oh mein Gott! Ist alles in Ordnung? Das war heftig. Sag uns bitte, ob... Habe ich nicht gerade noch vorher gesagt, dass ich noch nicht ein Rad oder so verloren habe? Das ist ein Wunder. Wir sehen es so schön. Vor allem korrigieren. Und ja. Das Problem ist, wenn ich auf die Bremse gegangen wäre, wäre ich so oder so reingerutscht. Das ist viel zu nass, ich hätte nicht bremsen können. Ja gut, Rückblende habe ich keine, das heisst, ich muss die Session beenden. Ja, und erstes Rennen und schon draussen. Also wieder ein fantastischer Sieg für die Silberpfeile. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier, wie so oft, alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung in der Weltmeisterschaft. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Mein Fahrer des Tages war Nico Hülkenberg. Wie er das Feld aufgemischt hat, war wirklich beeindruckend. Das hat einmal mehr gezeigt, warum er im Fahrerlager so hoch eingeschätzt wird. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Also, das war das Rennen von Melbourne, also von Australien. Ja. Es ist scheiße gelaufen, aber wie gesagt, wenn es regnet, kann ich einfach nicht fahren. Und so wie es aussieht, pisst es einfach die ganze Zeit weiter, also auch es nicht trocken wurde. Gut, der Rosberg hat gewonnen, Hamilton 2., Vettel 3. Das Bild kennen wir auch eigentlich im echten Formel 1 Zirkus noch recht oft. Und ja, das wäre es mit dem ersten Rennen von F1 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ich sage mal bis dann, tschüss und ciao.